Dëskeier bei LinkTV. Mir präsentéieren eg als Kampagne Recht op Punnen. Mir schwätzen iwwer Pensionsreform a mir hullen ech mat op als Kongress. Willkommen bei LinkTV. Merci, dass ihr dabei seid. Wir bezahlen nicht für Krise. Das war der Slogan von 30.000 Manifestanten, die am Mai 2009 für die Chamberwahlen manifestiert haben. Die Regierungsparteien CSV und LSAP scheinen das aber vergessen zu haben, weil die Attacken auf die Sozialrechte der Leute immer mehr aggressiv gehen und sich immer mehr verschärfen. Unter dem Vorwand, Staatsfinanzen zu sanieren, solle lo Rat von der Geschichte gedreht gehen. Den Index, den öffentlichen Dienst und das Rentensystem geht auf vorgestellt. Wir gucken uns mal mehr genau die proposierte Rentenreform an. Renten. Zter Joren gecht dat de Sujet duch d'Öffentlichkeit. Für eine paar Wochen dünn huet der Sozialminister Marti Bartolomeo Katz dem Sack gelos an Stoßrichtung vun der neuer Pensionsreform firstalt. Die ist aber alles anderscht ewéi zufriedenstellend. Das Grundprinzip von der Reform ist von einer erstaunlicher Einfachheit. Entweder da geht mir lang schaffen oder da kriegt man eine Rente. Mir lang schaffen lebt darüber aus am Endeffekt 3 Jahre mehr lang wie lo. Man Rente hecht, sieht der Minister selber, bis zu 15% Männer. Das ist relativ stark Stück. Es lebt also darüber aus, eigentlich, dass wir die Lebensarbeitszeit verlängern. Aber bei denen, wo das nicht geht, es wäre im Grunde immer, weil sie keine Arbeit mehr finden oder weil sie nicht mehr können, für die heißt es also eine drastische Reduzierung von ihrer Rente. Sozialaufbau also. Obwohl die Leute zu Lützeburg ëlle schon an der Moyenne vom Joer méi lang schaffen ewéi an als Notbeschlenner, solle lot Lebensarbeitszeit sogar nach verlängert gehen. An dummer da hängt awer och eng aner Froh ze summen. Wéi en Affloss hat dës Reform dann op d'Entwicklung vum Chômage. Einerseits ist es froh, wie bringen wir es fertig, den Chômage aufzubauen, und um da Kotisationssummen zu erhöhen, also mehr Kotisationen für eine bessere Finanzierung von dem Rentensystem. Und auf der anderen Seite bleibt auch ausgeklammert die Frage, was für eine Auswirkungen dann hat auf den Chômage, wenn man ausgerechnet die Lebensarbeitszeit erhöhen. Wie soll es dann für Junker noch möglich sein, einen Arbeitsplatz zu finden, die froh geht nicht gestaltet? Et sinn also fir allem die Jong vun Haut, déi die dote Rentereform am Herzten ze spire kreien. Net nëmmen well sie entweder mé lang schaffe mussssen oder manner verdingen, méi och den Drog op den Arbechtsmarkt werde so nach weiter wussen an et werd nach méi schwéier ginn eng Arbechtsplatz ze fannen. Bei déser Reform gëtt net gekuckt, wéi de Pensionssystem eventuell op lang Dauer neii Resette kind kreien. Grad dat mis dawer en Hauptsatzpunkt sinn. Das ist immer eng froh von der Verdelung, das ist eng froh von der Produktivität und das froh, wo die Produktivitätsgewinner dann eigentlich hingehen. Ob sie an Beneficer gehen, wir wissen, dass sie nicht nur zu Lützeburg, mehr zu Lützeburg besonders krass, Beneficer nicht produktiv reinvestiert gehen, das heißt, erheben einfach der private Reichtum, das heißt, gehen auch zum Teil dann als Spekulationsgeschäfte. Das heißt, wir müssen also unbedingt da als frohen, wie geht der Reichtum, den wir schaffen, verdeelt. Aber wenn wir uns die Frage wirklich stellen, dann da gesagt die Rentenmauer komplett nicht aus. Die Link hun eng ganz rëtsch Mesure firgeschloen fir de Rentesystem langfristig a sozial gerecht aufzusichern. Das geht vun Investitionen vun der Rentereserve an die Regionalökonomie am Platz op der Burs zu spekulieren, iwwer d'Abezeien vun alle Revenuen bis zu enger Besteuerung op Finanztransaktionen. An den letzten 6 Jahren ist der Kaufpreis von einer Wohnung 20% geklommen. Unser Premier, Jean-Claude Juncker, hat schon vor Jahren diese Notsituation am Wohnungsbereich zu Lützeburg zur Schaffsache gemacht. Aber leider hat sich nichts geändert. Au contraire, die Situation ist immer mehr schlimm gehen. Dafür hat die Link eine Kampagne zum Wohnungsbau lanciert, an der sie hier Alternative proposieren und sich ganz besonders auf die Verantwortung von den Gemengen konzentrieren. Wunnen ass Deier zu Lützeburg. Ze Deier fir vi Leiit menggen die Link bei der Präsentatiun vun ihrer Kampagne Recht op Wunne. Wir sind also der Meinung, dass die Verärmung von dem mënnechten Drittel von der Population ënnecht am Sinn von Abkommens verstanden nicht nur bedingt, dass durch die irreguläre oder prekäre Arbeitssituationen von immer mehr Leuten
oder de Chomage selbstverständlich die ganz auf verschiedene Plätzen, dass Verärmung auch geschieht durch Preise vom Wunden als Lützeburg, weil Preise vom Wunden ein gewisses Standard von einer Population angepasst sind, die aber nicht die ganze Population erfasst. Effektiv ist es so, dass durchschnittlich de Loyer für ein Appartement oder ein Haus mit 3 Zimmer teilweise mehr hoch ist wie der Mindestlohn. Für viele Leute unbezahlbar sind Preise, die gefragt gehen, für eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, wie der Staat und die Gemeinden an die momentane Situation ergreifen könnten. Es gibt eine ganze Reihe von gesetzlichen Bestimmungen, die unter anderem die Gemeinden es möglich machen, Sozialwohnungen zu bauen, Wohnungen, die idle stehen oder Terrain, die Bruch leihen, an den Allgemeinbesitz überzufeiern, zu bebauen, unter anderem auch zu bebauen, noch ganz neuen ökologischen Kriterien, noch Kriterien, wie ihr nicht auch kann wohnen, mehr an der Gegend auch von da, wo ihr schafft, mit Geschäften, mit Dienstleistungen und so weiter. Also wirklich eine ganz neue Dimension von Wohnen anzufeiern. Das ist heute schon möglich, teilweise aufgrund von den Gesetzen, teilweise schlagen wir auch vor, dass zum Beispiel an der Gemeinde müssten 10% von der Wohnungen Mietwohnungen sind, Sozialmietwohnungen sind, die auch noch Revenu von den Leuten geben, angeboten gehen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die nicht genutzt gehen. Wie das nicht genutzte Möglichkeiten ausgesehen und noch andere innovative Proposen, weisen die Linke an einer Broschüre, die a viele Gemeinden ausgedeelt wird. Falls sehr Briefköcht sollt idle bleiben sein, da könnt ihr diese Informationen noch auf unserer Internetseite finden. Den 8. März war für die 100. Kehr den internationale Frauentag. Aber auch ein Jahrhundert nach 1911 gi Frauen noch immer a viele Bereiche benodelicht. So verdienen Frauen noch immer deutlich Männer wie Männer. Wir haben gleich gesetzt, dass Frauen und Männer mussten gleich bezahlt gehen. Und da sind Etüden gemerkt, die dafür trainieren, sind auch immer 12,5% Differenz, die eben nicht zu erklären sind, du weißt für was das so ist. Das kann also nicht mehr aus dem Grund die Welt Frauen sein. Ne? Und das eben dafür Frauen eben Männer verdienen, weil sie Frauen sind. Die Linke unterstützen den Kampf für die Gleichberechtigung von der Frau und dafür waren auch die Rechte von der Frau bei den Pensionen Thema von unserem Vendredi Rouge. Die Regierung hat angekündigt, Dufangsgehälter bei der Fonction publique kürzen zu wollen. Die Linke waren als sind dummer dann nicht verstanden und haben bei einer Pressekonferenz erklärt, für was. Wir sind nicht einverstanden damit, dass auf die Art und Weise nach einer den Undeel von Lohn an Gehälter und dem geschaffenen Reichtum raufgeht. Und das bedeutet ja immer auf der anderen Seite, dass den Undeel von den Beneficer raufgeht. Das betrifft an der Fonction publique, respektive an den Sektoren, die ihn assimiliert nennt, betrifft das über 50.000 Leute. Und betrifft aber weit darüber hinaus eigentlich ganz Salariat am Privatsektor, weil manifestement gibt das ein Signal, für das auch am privaten Sektor Löhne gebremst oder gedrosselt oder sogar aufgesagt gehen. Die Linke begrüßen die demokratischen Lütten von den Menschen an den nordafrikanischen und arabischen Ländern und haben diversen Solidaritätsmanifestationen teilgenommen und auch am Kader vom Migrationsfestival eine Table ronde zum Thema organisiert. Die Linke sind aber auch der Meinung, dass Krieg an dieser Situation nicht das richtige Mittel kann sein. Seit der Katastrophe von Fukushima setzen sich auch als Regierungsparteien für den Ausstieg aus der Nuklearenergie an. Wie ich denn das aussuchen holen kann, frohen die Linke, nachdem sie abgedeckt haben, dass unser Staat via den Kompensationsfonds von der Rentereserve massiv an Nuklearenergie investiert. Allein an TEPCO, dem Betreiber von der Atomzentrale zu Fukushima, wo der Staat 100.000 Euro investiert. An EDF, der Betreiber von Cattenom, sind es sogar mehr wie 43 Millionen. Den Lützeburgischen Pensionsfonds investiert an den Betrieb, den Demandeur ist, für Cattenom zu verlängern. Das steht an eklatantem Widerspruch zu der Position von der Regierung. Das steht an eklatantem Widerspruch zu der Position von den Parteien, von der CSV, von der LSAP, von den Grünen, von der DP,
an évidemment natürlich auch von uns. Dann kann ich bald nimmen de Kaprüssel, wenn ich bedenkt, dass den sozialistischen Minister als den Responsabilität, die politische Responsabilität dreht für die dortigen Investitionen. No de Strebungen also loch Nuklearenergie. Die lenkfordernde Stopp vun der Spekulation mat de Pensionsreserven. Des Suen sollen nohalteg an die Regionalwirtschaft investiert gin. In Dach noderiert zur Lach vun der Nation vun asem Premier hatten Parteien an der Chamber Gelegenheit, darüber zu reagieren. So reisen Deputierten den André Hoffmann. Lohnbrems, Indexmanipulation, mehr Ehebeteiligung von den Patienten, eine Pensionsreform, die die Leute soll forcieren, nach mir lang zu schaffen, obwohl in Haut mit 45 Jahren kaum noch eine Arbeit findet, weil er keinen hat. Die Jahresarbeitszeit halt zu Lützeburg wird der Premier selber als enger Redner Strach als mehr lang wie an unseren Notbeschländer. Und Produktivität misst natürlich auch eigentlich weisen in Richtung von einer Reflexion über die Verkürzung von der Arbeitszeit, natürlich nicht immer zu Lützeburg, Monet am Kader von der Pensionsreform soll mehr Lebensarbeitszeit nach erheben. Die ganze Rede von André Hoffmann könnt ihr bei dem Internet-Site angucken. Den 3. April war zu Asch an der Maison du Peuple den 8. ordentliche Kongress von Die Link. Am Mittelpunkt von den Diskussionen stand das Kaderprogramm von den Gemengewahlen am Oktober. Auch hier hat sich gewiesen, dass Gemengepolitik ganz viel zu tun hat mit nationaler Politik, aber auch sogar mit europäischer Politik. Mehr wie 90 Leute hatten de Weg op Aschwand fir am 8. ordentliche Kongress von Die Link teilzuholen. Darin auch Vertreter von linke Partnerorganisationen aus Deutschland und Frankreich. Thematischer Schwerpunkt war, wie gesagt, auf diesem Tag das Kaderprogramm für die bevorstehenden Gemengewahlen am Oktober. Diesen Kaderwahlprogramm als Gegenentwurf, also zur dominanter Logik, setzt auf 3 Achsen. Erstens, der allgemeine Entpolitisierung von der Gemengepolitik an der Entmündigung von den Bürgern setzt mehr eine wesentliche Stärkung von den Machtentscheidungsstrukturen von den Bürgern an den Gemengen entgegen. Zweitens, dem Sozialaufbau und der Wurzel der Prekarisierung von großen Teilen von der Population setzt mehr den konsequenten Ausbau vom Angebot von universellen öffentlichen Dienstleistungen entgegen. Und drittens, der allgemeine Untätigkeit an Bezug auf Klimawandel oder Energieabhängigkeit kommunale Plan setze mehr auf den konsequenten Ausbau von erneuerbaren Energien an der Schonung von den natürlichen Ressourcen. Ob Wichtigkeit von der Vernetzung von ökologischen Fragen mit demokratischen und sozialen wird auch der Justin Turpel hingewiesen. Und zwar meine ich, dass es wichtig ist, dass so eine andere Energiepolitik und Klimaschutzpolitik nicht mehr möglich ist, wenn wir sie aus den Händen von den Energiemultien holen. Wenn die Energiepolitik nicht mehr an den Konzernen, an den Chefetagen von den Multinationalen destiert, bei RWE, E.ON, EDF und so weiter, von wir das fertig bringen. An dem Zusammenhang als Tatsache, dass Gemeinde Lützeburg hier Raison, hier Energiepolitik, hier Energieversorgung aus eigenen Händen rausgehen und an die Hände von den gerade denen Energiemultien als eine Katastrophe, egal wen sie rechtfertigt, das ist nicht rechtfertigen. Und Tatsache, dass sie nicht die Courage hatte, für ein Referendum zu machen, beweist schon, dass sie es selber wissen. An der Situation von den Gemengen an dummer dann natürlich auch die Kommunalpolitik direkt verbunden ist mit Decisionen, die auf europäischem Niveau getroffen gehen, wie es der Sergio Urbani. Kommunalpolitik wird beeinflusst von einer Wasserdirektive. Kommunalpolitik wird also auch zu tun, viel mit dem, was im Moment in Europa diskutiert wird. Es geht alles in dieselbe Richtung. Es geht darum, für die Kosten von der Arbeit, für die Kapitalbesitzung, mehr klein zu machen. Da brauche ich nicht weit sicher zu gehen. Es geht auf alle Niveaus durch immer. Die Linke sind also der Meinung, dass es unbedingt nötig ist, mehr wirklich Demokratie und Mitbestimmungsrechte von den Bürgern an die Gemengen zu bringen und von da aus dann noch auf dem nationalen und europäischen Niveau zu wirken, für sich gegen die unsozialen Mesuren zu wehren, wie so zum Beispiel am Europakt dezidiert wurden. Voilà, das war es für Link TV. Ich soll nicht merci für das Nachgucken, und gehe ich Rendezvous an ein paar Wochen.